Wo ist der Schlüssel? Hol jemand den gottverdammten Eben, Schlüssel! wir müssen da... Hallo zusammen überhaupt. Wir müssen da gerade den Schlüssel suchen irgendwie und wir haben eine Fackel und müssen da ausbrechen und das geht nahtlos weiter. Okay. Jetzt müssen wir schauen, was wir da... Da bewegt sich jemand! Was wir da Feuer! mit der Fackel wollen. Oh, Verdammt! Die Gefangenen der rebellieren! schießt auf mich. Und sie stinken auch noch wie die Hölle! Wo ist der Schlüssel? Hol jemand den gottverdammten Schlüssel! Oh, der schießt auf mich. Hä? Kann ich da etwas machen? Hä? Ah, kluger Junge. Ich wusste, du würdest Das mich Öl nicht brennt weg. enttäuschen. Immer noch warm, aber sie kühlt Du rasch ab. zuerst. Wenn die Kette noch heiß ist, will ich Ah, gefangen da werden. war Öl dran, hä? Genau. Jetzt sollte ich die Kette Ah, hochklettern. okay, also. Bin direkt hinter dir, Ja. Junge. Sie haben den Strick für dich vorbereitet. So sterben Verräter. Was machen wir hier? Wo ist unser Wolkenschiff? Wir müssen uns Zeit verschaffen. Schnell blockiere das Tor da. Benutze den Hebel, um den Riegel runterzulassen. Los, schnell! Gut, jetzt bewaffne dich. Bewaffnen. Schwert. Da drüben ist ein Schwert. Komm her, sofort! Bei Mujals dicken Eiern, hör auf mit dem Mist und schaff deinen Arsch hier rüber, Junge! Beim Charles die Kneien. Wie kommen wir hier weg? Ich dachte, ein Schiff wartet auf uns. Ein Schiff? Nein, mein Junge. Dein Weg hier raus ist kein Wolkenschiff, sondern ein Portal. Erschaffen mit der Magie, die dein Volk auszumerzen versucht. Mein Weg? Nur einer von uns kann durch das Portal, dann schließt es sich. Und es erfordert ein Opfer. Es ist dunkle Magie. Es erfordert Blut und Schmerz. Ein Leben. Was? Nein, nein. Ich kann dein Opfer nicht annehmen. Entweder verschwinden wir beide oder keiner. Sei kein von Mujal verdammter Narr, Junge. Ich habe meinen Frieden mit den Göttern geschlossen. Kannst du das auch von dir sagen? Außerdem mag ich ein ganz guter Kämpfer sein, aber du, ohne dich, würde der Widerstand wanken und die Asadi würden siegen. Jetzt durchbohr mich mit dem Schwert, damit du hier wegkommst und anfangen kannst, deine Schulden zu begleichen. Ah. Jetzt muss ich mich schon wieder entscheiden. Den Captain töten. Ja, ich will eben nicht. Nein, ich gehe die Linie weiter, fertig. So. Hör zu, Junge. Wenn du es nicht machst, war das alles umsonst. Die ganze verdammte Sache. Es gab schon zu viele Tote. Zu viel. Oh, bei der Liebe der vier Himmel. Das sticht verdammt heftig. Ich habe nur noch eine Erinnerung an meine Mutter. Sie hielt mich im Arm, bis ich eingeschlafen war. In dieser Nacht stürzte sie sich von der Stadtmauer ins seichte Wasser. Ihre Leiche wurde nie gefunden. Eine ganze Weile lang kletterte ich auf diesen Mauern, balancierte am Rand und schloss meine Augen. Ich wollte immer zu ihr kommen, in die Dunkelheit, in die kalte, kalte See.
Doch das tat ich nie. Hey, ehrlich, das Game fährt mir so ein, das Fakt. Das ist cool. Super. Verdamme ihn die Göttin zum ewigen Schatten! Was? Kian. Kian ist aus der Feste entkommen. Lass uns allein. Sofort. Was sagst du da? Das ist unmöglich. Er sollte sterben. Er ist fort. Vom Dach geflohen dank eines eingedrungenen Rebellen und eines Aufstands. Vom Dach? Aber wie? Ein Portal. Dunkle Magie. Das ist unmöglich. Ich muss die Leute verhören, die ihn entkommen ließen. Sie werden diesen Tag für den Rest ihres kurzen, elenden Lebens bereuen. Und dieser dämliche Aufseher, er wird mit seinem Leben dafür bezahlen. Ich verstehe das nicht. Die Mönchsfeste ist gegen Taumaturgie gesichert. Ihnen ja. Deswegen sind sie aufs Dach geflohen. Das Licht beschütze uns. Haben wir eine Ahnung, wo er ist? Bei den Rebellen, ganz sicher. Wo auch immer sie sich verkrochen haben. Ich werde alle Hebel in Bewegung setzen, um sie zu finden. In ihren Händen ist Alvane ein vergifteter Dolch. Meint ihr, das wäre mir nicht klar? Meint ihr, ich wüsste nicht, wie gefährlich er ist? Ich kenne diesen Verräter besser als jeder andere. Aber ich werde ihn finden. Ihn und seine Helfer. Das schwöre ich unter dem Blicke der Göttin. Bevor die erste eintrifft? Es wird ihr nicht zu Ohren kommen. Stell das sicher. Wenn sie hört, dass ihr kostbarer Apostel noch lebt, wird sie ihn lebend haben wollen, um mit ihm zu reden. Und wenn sie die Wahrheit erfährt... Diese Gelegenheit geben wir ihr nicht. Gut, denn würde sie es jemals erfahren, würden du und ich das mit dem Leben bezahlen. Beim Licht, worauf wartest du noch? Hier wirst du ihn nicht fassen, Kommandant. Geh, erledige das. Möge die Göttin über uns wachen. Heute kommen Sie seit genau 3 Monaten zu mir. Verrückt. Ich fühle mich, als käme ich seit Jahren her. Wie geht es Ihnen? Dumme Frage. Es ist sein Beruf zu wissen, wie es mir geht. Er kennt mich besser als jeder andere. Warum also muss er fragen? Ganz ehrlich? Ich habe keine Antwort. Aber das will er wahrscheinlich nicht hören. Er möchte bestätigt haben, dass das, was er tut, mir hilft. Er erwartet vermutlich, dass ich sage, es geht mir besser. Es sind jetzt 3 Monate. Ich schätze, das ist irgendein wichtiger Punkt. Vielleicht geht es mir tatsächlich besser. Ja. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Zoe, das ist in Ordnung. Es ist noch zu früh. Der Umstand, dass Sie sich an nichts erinnern, erschwert die Einschätzung der Fortschritte. Aber es geht nicht nur darum. Vielleicht werden Sie sich erinnern, vielleicht auch nicht. Das Entscheidende ist, dass Sie sich erinnern wollen. Okay. Stimmen Sie mir dazu, Zoe? Ja, ist schon gut. Ich könnte alles verlieren, was ich hier aufgebaut habe. Das Risiko muss ich wohl eingehen. Ich weiß, dass es etwas gibt, an das ich mich erinnern muss. Etwas, das ich tun sollte. Ich habe es ständig im Hinterkopf. Bis ich herausgefunden habe, was es ist, kann ich keinen Frieden finden. Das tue ich. Ich ertrage das Gefühl nicht, dass es etwas gibt, an das ich mich erinnern muss. Aber Sie erinnern sich nicht daran, was es ist. Ich habe keine Ahnung, also muss ich es herausfinden. Gut. Versuchen wir es mit einer Übung, um Ihr Gedächtnis auf Trab zu bringen. Was ist das Letzte, woran Sie sich erinnern? Es ist vage, wie ein Traum. Aber an ein paar Dinge erinnere ich mich. An Bruchstücke. Ja, vom letzten Game haben wir auch nur noch Bruchstücke erinnern. Von den letzten 2 Parts, das ist ja schon ein Zeitchen her. An ein bisschen was erinnere ich mich. Woran erinnern Sie sich? Dass Reza verschwand. Und ich ihm folgte, ihn aufzuspüren versuchte. Ich kam nach Newport.
Ich erinnere mich, dass ich in ein Haus voller Drogensüchtiger schlich. Es ist, als würde ich mich an einen Film erinnern, in dem ich der Star war und Dinge tat, die mir völlig fremd sind. Es kommt mir nicht so vor, als hätte ich all das getan. Es ist fast, als wäre ich nur eine Beobachterin gewesen. Ich erinnere mich, dass ich an einem sicheren Ort und mit einer Dream Machine verbunden war. Aber da endet alles. Und davor? Bevor Sie Casablanca verließen? Ah, Der Casablanca, ja. verreist. Ich wollte eine Party schmeißen. Dann bat Reza, mich ein Paket abzuholen. Das ist es, was alles in Gang gesetzt hat. Das und die Stasis. Erinnern Sie sich noch, worum es sich dabei letztlich handelte? Als ich wieder wach wurde, sagte man mir, anscheinend war es so eine Art Programmierfehler. Oder Virus. Schadcode, der das weltweite Netz infizierte. Jemand bei der Watty Corp benutzte die Dream Machine, um die Gedanken der Leute zu lesen. Jemand, dem ich begegnet war. Kavanagh. Damien Kavanagh, stimmt. Der Kopf hinter allem, der Urheber der Verschwörung. Er hatte irgendeine Art von Wurm in den Code eingeschleust, um die Dream Machine zur Gedankenkontrolle über Millionen von Menschen zu nutzen. Das ist zumindest das, was behauptet wird. Er zeichnete ein Geständnis auf, bevor er... Er wollte natürlich nicht den Rest seines Lebens im Gefängnis verbringen. Aber zumindest hat er ausgepackt und, naja, seinen Arbeitgeber von jeglichem Fehlverhalten freigesprochen. Wie bequem. In welcher Hinsicht? Vergessen Sie's. Ich erinnere mich an nichts davon. Ich weiß nur noch, dass sie mein Denken vergifteten. Falsche Erinnerungen einfügten. Nichts, was ich sah oder erlebte, war real. Das Mädchen auf den Bildschirmen, die andere... Die andere Welt. Arcadia, noch so ein farbenfrohes Hirngespinst von ihnen. Ein synthetischer Traum. Und dass sie nach Japan reisten und bei der Watty Corp einbrachen? Sie erinnern sich noch immer an nichts davon? Nein, ich habe eine globale Verschwörung aufgedeckt. Und alles, was ich bekam, war ein lausiges Koma. Außer Ihnen, Reza und meinem Dad, weiß niemand, dass ich darin verwickelt war. Reza hat mich aus seinem Enthüllungsbericht herausgehalten. Und selbst er weiß nicht, was wirklich in der Woche geschehen ist, während ich verschwunden war. Vielleicht wusste meine Freundin Olivia etwas, aber sie ist gestorben. Ein Unfall? Ja, ein Unfall. So hieß es. Angesichts aller Umstände wirkte das sehr bequem. Wieder mal. Sie fühlen sich verantwortlich. Ich habe die junge Detektivin gespielt und es kamen Leute zu Schaden. Zoe, hätten Sie es nicht getan, wären vielleicht noch viel mehr Leute zu Schaden gekommen. Wer weiß, Dr. Zelenka. Ich weiß es nicht und das ist das Problem. Ich weiß nicht, was geschehen ist, was ich getan habe oder was... Sie machen sich Sorgen, dass noch etwas mit Ihnen geschehen ist. Ich meine, es ist eine Woche meines Lebens. Einfach weg. Dafür bin ich ja hier, um Ihnen hindurch zu helfen. Ob Sie sich erinnern oder nicht. Für einen Menschen allein ist es viel, was da zu verarbeiten ist. Haben Sie schon eine Dream Machine benutzt? Sind Sie verrückt? Mir wird schon von der Werbung übel. Naja, sie sind überall und Sie können sie nicht ewig meiden. Hier sehe ich keine. Ich habe eine zu Hause. Aber ich benutze sie nicht. Meinetwegen? Nein. Naja, nicht nur. Sie machen abhängig und obwohl ich sicher bin, dass sie eine völlig harmlose Form der Unterhaltung darstellen, mache ich mir Sorgen wegen der Langzeiteffekte. Es entwickelt sich zu einer Krankheit, zu einer Sucht. Mich beunruhigt, was diese klaren, perfekten Träume mit uns machen. Und Sie waren an einen Prototyp angeschlossen. Man kann unmöglich sagen, wie sich das auf Sie ausgewirkt haben könnte. Größtenteils sind die Geräte bestimmt sicher. Aber es gibt noch nicht genug Daten. Die langfristigen Auswirkungen bereiten mir Kopfzerbrechen. Und bis ich mehr weiß... Aber vielleicht sollten Sie es tun, um Ihre Furcht zu überwinden. Moment mal. Sie sagen mir, dass Sie wegen der Langzeitfolgen der Dream Machine beunruhigt sind und dann schlagen Sie vor, ich solle sie ausprobieren? Sie haben recht. Wahrscheinlich sollte ich es, aber... Ich werde darüber nachdenken. Tun Sie das. Haben Sie schon mit Gabriel gesprochen? Nein, ich bin noch nicht bereit, mit meinem Vater zu diskutieren. Er hat unser Haus vermietet, ist nach Mumbai gezogen.
Und Sie meinen nicht, dass Sie darüber mit ihm reden müssen? Ich wollte genauso sein wie er. Deswegen habe ich mit der Biotechnik angefangen. Aber ich habe das Ganze hingeschmissen, um nicht ständig über ihn und das, wovon er ein Teil war, nachzudenken. Also nein. Nein, das muss ich nicht. Ach, scheiße. Natürlich muss ich. Vielleicht. Eines Tages. Das ist völlig in Ordnung. Worüber möchten Sie jetzt Die reden? Säue gefällt mir. Ist die neue Staffel von Eurotrash ein zulässiges Thema? Warum nicht? Ist ja Patch. Unsere Zeit ist fast um. Ach, schon in Ordnung. Ich arbeite heute. Und? Wie läuft es da? Wirklich gut. Mir gefällt es. Sehr. Es freut mich, das zu hören. Vor einem Monat waren Sie noch nicht so sicher. Ich lerne viel. Neuronale Programmierung, künstliche Intelligenz. Damit fühle ich mich Liv näher. Olivia. Ich ehre ihr Andenken, wissen Sie? Nicht auf selbstaufopfernde Weise. Ich möchte das tun. Ich arbeite gern mit Mira und Whit. Fürs Erste. Und mit der ehrenamtlichen Wahlkampfarbeit leiste ich auch auf andere Art einen Beitrag, denke ich. Sie sorgen dafür, dass Sie beschäftigt und motiviert sind. Sie haben viel erreicht, seitdem wir uns zum ersten Mal begegnet sind. Ich war echt ein verdammtes Wrack. Da werde ich Ihnen nicht widersprechen. Aber Sie haben viel erreicht. Vielen Dank, Dr. Selenka. Roman, bitte. Nächste Woche zur selben Zeit? Auf jeden Fall. Danke, Dr. Selenka. Roman. Roman. Bis dann, Zoe. Ja, der Roman, das ist ein schleimiger Typ, würde ich fast sagen. Er passt mir nicht so. Ich sehe... Nein. Nein, das sollte ich wirklich nicht. Es ist eine Falle, eine psychologische Falle. Was man sieht in den Bildern da. Ist das ein Drache? Sieht wie ein Drache aus. Was bedeutet das? Was sagt es über mich aus, dass ich auf Drachen stehe? Drachen sind cool. Genau das, was man bei einem Psychologen im Büroregal erwarten würde. Leider keine kitschigen Liebesromane, keine Fantasy und keine Science-Fiction. Ja, das liebe ich auch. Wenn ich jetzt noch mehr von diesem grässlichen, synthetisierten Kaffee trinke, brauche ich wirklich eine Therapie. Bücher über Seelenklempnerzeug. Die Rohrzangen des Seelenklempners. Was haben wir da noch? Was ist das? Eine Holoskulptur. Ich wusste gar nicht, dass der Doc was für Kopffüßer übrig hat. Ob er sich wohl einen als Haustier hält? Was ist das da? Heute. Ah, da hat so ein Bild. Ich könnte das stundenlang anstarren. Aber dann werde ich wirklich verrückt. Okay. Oh, der Schreibtisch kann ich noch schauen. Hä? Ich klopfe auf Holz. Mit echtem Holz kann ich das nicht oft machen. Auf Ikeas Plastik zu klopfen ist einfach nicht dasselbe. Ja, nichts bei mir, hä? So, also. Wo kann ich da anblicken? Ohne eine Chaiselong geht's in einer Therapiepraxis offenbar nicht. Hab sie nie benutzt. Ich käme mir echt idiotisch vor. Jetzt würde ich da noch raus schauen. Das sieht geil aus. Ich kann unser Haus von hier aus... Nee, das ist gar nicht unser Haus. Wow, ist schon cool. Scheiße. Also, ich glaube, ja, mit dem wollte ich nicht mehr reden. Komm, ich gehe raus. Gehen wir. Ja, es war eigentlich ein bisschen Gequatsche jetzt halt, aber mit ist das noch spannend.
soll das heißen, ich brauche eine Lizenz? Ich habe eine Lizenz. Hat mich einen Arsch voll Kohle gekostet, die Lizenz. Ihre Lizenz ist abgelaufen. Sie werden sie verlängern müssen. Der Aufforderung ist, binnen 24 Stunden Folge zu leisten. Verpiss dich, der Aufforderung ist, binnen 24 Stunden Folge zu leisten. Das ergibt absolut keinen Sinn. Wenn Sie der Aufforderung nicht nachkommen, werden Sie inhaftiert und Ihr Imbisswagen beschlagnahmt. Wenn du Karl auch nur anfasst, schneide ich dir die Eier ab und mach Schaschlik draus. Drohungen sind kontraproduktiv und strafbar. Sie haben Wie fühlt sich das an, für ein scheiß Fascho-Regime zu arbeiten und dauernd auf der arbeitenden Bevölkerung rumzutrampeln? Ganz gut, finde ich. Krankenversicherung vom Feinsten, keine Überstunden und die Bezahlung ist anständig. 24 Stunden. Oh, was ist denn da los jetzt? Hey, Hey, wo steckst du? komme gerade aus der Therapiesitzung. Bin unterwegs zum Laden. Was gibt's? Ah, ein Haufen. Wäre ich ein schlechter Freund, wenn ich dich bäte, bei dieser Verrückten mit dem leckeren Essen vorbeizuschauen? Nelas Imbiss? Sicher. Ganz schön faul. Nicht schlecht. Was? Kein schlechter Freund, fauler Freund. Was möchtest du denn? Such mir was aus. Nichts... Exotisches, jawohl, Sir. Bin schon unterwegs zu Nela. In 15 Minuten in deinem Büro? Danke, du bist die Beste. Bin ich. Bis gleich dann. Ja, das wird die Zukunft sein von unseren iPhones. Also nicht einmal ein iPhone in der Hand haben. Dann sieht man es gerade hologrammmässig vor den Augen. Also, ich muss da etwas... Wie sieht es mit der Zeit aus? 22 Minuten, ja, das ist gut. Tun wir noch mit der Nela reden. Ich muss jetzt da etwas zu essen bringen für den anderen Bürsteli. Und anscheinend sind wir da in einer totalitären Stadt, hä? Mal schauen, wie das wird spannend. Hast du das gesehen? Eine Frechheit, dass die vom Ei Nela Ärger machen. Sie verkauft was zu essen. Sie tut doch nichts Illegales. Oder? Ich meine, klar, sie ist politisch engagiert, aber Marxistin zu sein, ist doch nicht verboten. Was sollte das denn jetzt? Diese Eiärsche erfinden irgendeinen Scheiß, um jeden zu nerven, der nicht nach ihrer Pfeife tanzt. Mann, ey. Jetzt kann ich einen ganzen Nachmittag verplempern, um beim Bezirksamt Schlange zu stehen für eine Lizenz, die ich nicht brauche, verdammt. Im Übrigen ist das bloß die Spitze des Müllbergs. Sie schränken den Transit zwischen den Bezirken ein, verstärken die Sicherheit in allen Metrostations und Häfen. Jeder, der lokale Grenzen überschreitet, muss Formulare ausfüllen. Ich meine, was soll der Scheiß? Ich wusste ja, das Parlament klüngelt mit dem Syndikat. Aber das jetzt ist echt Schungo, Mann. Die haben was vor. Sicher werden sie als nächstes Revolutionäre jagen und festnehmen. Ja. Dann wäre ich am Arsch, Mann. Ich bin sicher, du... Im Bezirk Berlin sollen sie letzte Woche alle von der europäischen Freiheit festgenommen haben. Unter Terrorismusverdacht. Terrorismus! Weil sie ihre Meinung geäußert haben. Na gut, paar Wölkchen Biograffiti haben sie gesprüht. Aber ich kenne die Leutchen, die sind harmlos. Das war bloß ein Aufruf zum Handeln. Ist das jetzt schon Terrorismus, verflucht nochmal? Gruselig. Gruselig. Genau das ist es. Und eure Kandidatin wird auch nichts besser machen können. Vielleicht nicht. Aber die Uminska wird auch nichts schlimmer machen. Im Gegensatz zu Konstantin Wolf. Kaiser Konstantin, Puta. Wenn das Schwein die Wahl gewinnt, gehe ich nach Paris. Da lassen die dich doch gar nicht rein. Dann in einen der Stadtstaaten von Nordamerika, Newport. Die bescheuerte Republik Los Angeles. Scheiße, meinetwegen sogar Bostonia. Alles, bloß nicht Kaisers Europa. Deshalb ist Lea Uminska die beste Wahl. Niemand will die Marxistin im Parlament, Nela. Meine Kandidatin hat wenigstens eine Chance. Und sie ist Sozialistin. Gemäßigt ist sie, Zoe, gemäßigt. Was soll das bringen? Mäßigung ist nur ein anderes Wort für Kompromiss. Na egal, was darf es denn sein? Wie jetzt? Zu futtern, so, für dein Chorbo. Hör mal, ich habe einen neuen Lieferanten für Schweinswürstchen. Vom Kollektiv unten auf der Kaprova. Biofleisch, kein Laborschlunz. Keine Ahnung, wie sie's machen. Connections nach oben, reichlich Leute geschmiert. Aber legal sind sie, glaube ich. Was soll ich ihm nehmen? Schweinswürstchen klingen köstlich. Aber beim Essen geht Reza lieber auf Nummer sicher. Da ist er durch und durch Europolit. Biofleisch geht gar nicht. Ich arbeite dran, aber das dauert. Ja, komm. Die Schweinswürstchen klingen total lecker.
Bin nicht sicher, ob Reza das auch so sieht, aber er dürfte sich gern mehr trauen, wenn es ums Essen geht. Oh, in einem Würstchen. Lasst uns gefährlich leben. Schweinswürstchen klingen perfekt. Dobry, kommt sofort. Mach doch mit beim Protestmarsch heute Nachmittag. Wir marschieren zum Bezirksamt. Okay. Ich fürchte, damit Mira mir freigibt, braucht es erheblich mehr als einen Protestmarsch. Muss leider passen. Schlaues Mädchen. Wir kassieren sicher Prügel von der Bullerei und werden eingebuchtet. Typischer Montag in Propast. Bitte sehr. Danke, Nela. Wenn du es dir anders überlegst, wir ziehen gegen Mittag los. Die Schweine sollen wissen, dass wir die Wächter überwachen. Okay. Wir machen jetzt hier einen Cut und ja, wir sehen uns im nächsten Part. Es nimmt mich dann Wunder, wie das weitergeht. Wir gehen ein bisschen die Stadt erforschen und ja, okay. Bis dann, ne? Tschüss.